Herzlich willkommen zu diesem kleinen Amiibo-Unboxing von den neuen Splatoon-Amiibos zu Splatoon 3 in Kooperation mit Le Reservoir Games. Große Merci für die Amiiboen. Und mir fällt direkt auf, das Logo von Splatoon 1 drüber ist und nicht von Splatoon 3. Bei den Splatoon 2 Amiibos hat man Splatoon 2 Logo auch drauf, aber bei den Splatoon 3 Amiibos nicht. Die schalten noch nicht allzu viel frei. Wir hatten so eine kleine Diskussion am Boutique, was da lo freigeschaltet wird. Am Funk kriegt ihn halt nehmen Special Gear an die üblichen Features, dass da halt eher Kleider, wie da eher ein Inkling in-game halt Kleid speichern könnt. Dabei sind Mofen Octoling Jung, Gielen Inkling Mädchen und natürlich den Small Fry, den vermutlich jeder Revel gesehen. Und ja, wir machen sie direkt ab und dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Und da haben wir sie. An der Packung ist wie gesagt nicht viel dran. Ein kleines Amiibo Instruction Guide, Booklet für Sicherheitshinweise an, was wahrscheinlich auch schon jeder weiß. Und hier sind die Prachtstücke. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Wir gucken uns alle gut am Detail nach unten. Aber gerade beim Inkling fällt mir auf, dass die Frisur ja nicht so ganz gut ausgesät. Es fällt mir zwar loben, ob ihr mitten am Geschäft wart mal dann ein bisschen mehr abgefallen, mir geht aber. Also, just kennen ich das gar nicht mehr vom modernen Amiibos. Ich meine, wir fangen einfach mal mit dem Inkling Boy an. Ganz cool Design. Die Waffe gefällt mir ganz gut. Das ist nämlich auch eine Waffe, die ich ganz gerne spielen. Und auch den Octoling und sich sieht ziemlich stylisch aus. Die Echt-Inklinge waren halt noch nicht so heißwertig konzipiert, men direkt nur dem Smash Bros. Halt auch Inklinge brüscht hat sich den Amiibo Standard sozusagen relativ schnell erheischt, auch bei den Hoher, gerade da, wo halt immer die Spritzrille sind für die Amiibo und dann halt zusammen zu patchen und so. Die gesehen beim Octoling Jung halt ganz gut aus. Also du gesehen halt, das fällt halt quasi nicht ab und ich fand ihn mega gut gelungen. Also gesagt wirklich schön aus. Ja, Inkling Mädchen. Das ist so ein bisschen den Hauptcharakter von Splatoon 3. Macht natürlich der neueste, spannendste Waffe, die man präsentiert kriegen. Den Bow oder Tri-Stringer, wie nach dem Spiel heißt. Und ja, genau, hier ist der Punkt, den man so ein bisschen als Kritikpunkt abfällt. Ich muss aber so, und gesagt halt, ja, go für Modelle am Shop, die haben ein bisschen Manner gut ausgesehen. Also passt nur ein bisschen ab, wenn da erst die Inklingen lichte wollt. Ja, halt ein bisschen halt dann, ob da ein proper Grill halt tut, wo die Frisur zur Summe gepasst ging. Für den Rest sieht das alles tipptopp aus. Den Titelfisch, sein Tentakel hat ein relativ schöner Schimmer. Das ist so ein bisschen so, ja, nicht matt, aber ein bisschen wie so Perlmut-mäßig. Was ganz cool gemacht ist, also auch die Farbschemen haben sich wirklich schön hier über den Kopf verteilt. Das sieht nur schlecht auf der Kamera, aber hier geht so ein Ton an, der dunkelt. Ich meine, das hat man bei früheren Amiibos nicht so. Mir gefällt natürlich der gelben Inkling halt ziemlich gut, wenn es dem Tar, also allen zwei haben halt so ein bisschen wie einen dunklen Tar. Davon sind ich mehr Fan wie von denen ganz weißen. Bei Splatoon 2 hat man auch schon Inkling Mädchen, was so ein bisschen mehr an den dunklen Tag gegangen ist. Und auch hier sind Kleider und alles ziemlich heißwertig verschafft. Als mehr und den Story-Modus angelehnt, an der Teil als mehr und den Multiplayer angelehnt. Und dann haben wir noch einen Star von der Show. Ja, der Salmini ist natürlich die coolste Figur mit der Fisch eher hier. Wen ihr nicht kennt, als neuer Begleiter am Story-Modus für Splatoon 3 und gleichzeitig auch ein Feind am ja, beliebtesten Modus Salmon Run, den halt auch viel Leute spielen. Und die Fische ja sehen auch wirklich cool aus. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so nice wirken. Und auch das Salmini mit pur schönen Detailer, wie zum Beispiel halt die Box oder was das soll sind. Die hört halt wirklich so, ja, so Textur halt. Und auch Song, und du hast auch absolut keinen Fehler, den ich so erkennen kann. Also alles makellos, schön gehalten. Und ja, natürlich auch die Farben, die tipptopp sind. Das gibt es kein Tintenfisch.
oder nach nicht, wir wissen ja nicht, was noch könnt. Aber das Amiibo sind den 11. rauskommen, Freitags um 11. November 2022. Und wie gesagt, für Splatoon-Fans muss. All anderen, ja, muss ich halt entschieden, ob man sie braucht. Es gibt keinen wirklichen Ingame-Content, den ich erst noch weisen kann. Falls ihr interessiert seid, wer den mal da freischaltet, dann guckt einfach bei meinem YouTube-Channel meinen persönlichen Kreu, auch wahrscheinlich noch verlinkt. Ein Gelernt, da werde ich sie ausscannen an meinem Let's Play an. Da sieht ihr genau, was die freischalten. Also, ja, wie gesagt. So, merci wird nur gucken und ja, die könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, ob da erst so auch Carfoot oder nicht. So, merci wird nur gucken, aber bis dann. Ciao.